Welkom naar onze korte Auntwuaten van de Groote Froagen. En vandaag hebben we de vraag, wat is de Wadajeburt? Ik glaube, er ist wenig Fragen, was allerlei wichtig ist zu verstehen, ist diese Frage. Wenn wir verstehen dann, was die Wadajeburt ist, dann können wir verstehen, was meint das in Gottes Kind sein. So, was ist die Wadajeburt? Kort gesagt, die Wadajeburt ist, wenn Gott in der Arbeit in uns steht, er nimmt das alte Gas raus und er sagt nicht Gas nein. Und das passiert, wenn wir uns bekehren dann, wenn wir uns hingeben dann, wir nehmen Jesus seine Radung an durch Glauben und Gott merkt uns in eine neue Person. Jesus sagt uns sehr klar in Johannes Kapitel 3, dass ohne dass wir Wadajeboren sind, können wir das ewige Leben nicht haben. Er sagt in Kapitel 3, der 3. Vers, sagt er, ich sei die das Wort hat, wer nicht noch einmal geboren ist, kann Gott sein Recht nicht sein. So, wenn wir nicht noch einmal geboren sind, dann kann wir Gott sein Recht nicht sein. So, das ist dann sehr wichtig, dass wir verstehen, was ist das Wadajeburt und dann auch, wo können wir diese Wadajeburt kriegen. Und dann der Vers, was wiederkommen, dann in 4. bis 6. Vers, der Jesus uns erklären, was die Wadajeburt ist und wo wir das kriegen dann. Er sagt in der 4. Vers, Nikodemus sagt zu ihm, wo kann ein Mensch noch einmal geboren werden, wenn er alt ist? Kann er noch einmal eine Mutter lief nachgehen und wieder geboren werden? Jesus sagt, ich sage dir das Wort hat, wer nicht durch Wasser und Geist geboren wird, kann nicht in das Gottesreich kommen. Was von Fleisch geboren wird, ist Fleisch, und was von Geist geboren wird, ist Geist. So, wir sehen hier, Jesus redet von zwei Geburten, was hier sind. Erstlich redet er von dat Geburt, was durch Wasser kommen wird. So, was meint diese Geburt? Kort gesagt, diese Geburt redet von dat fleischige Körpergeburt, was wir kriegen. Wenn wir geboren sind, wie kommt die Welt durch Wasser? Und da sind dann viele, was sagen, na, das redet von der Taufe. Wenn wir diese Versen lesen, dann reden nicht von der Taufe, das redet von der Geburt von Fleisch kommen wird. Wir sehen, hier sind zwei Geburten, und wird verglichen mit zwei Sorten Geburten. Er sagt, Wasser und Geist geboren. Und dann der 6. Vers sagt, was von Fleisch geboren wird, ist Fleisch. Und was von Geist geboren wird, ist Geist. Wir können sagen, der erste Part, Geist und Geist, dort bin taub. Und dann, was bin ich dann wieder taub mit Wasser? Dort Fleisch geburt. Und das meint dann, dass jede Person, wir wurden fleischlich geboren. Aber es fehlt noch eine Geburt und dort kommt bloß durch den Geist. Wir wurden körperlich geboren von unseren Eltern, wenn wir sind Fleisch und sie sind Fleisch. Aber Gott gibt uns eine Wadajeburt, wenn er in uns schaffen wird, sein Geist in uns schaffen wird. Und dann der 7. bis 8. Vers sagt, dass es steht. Lass dich dort nicht wundern, dass ich die sei, die Matten nie geboren worden. Der Wind bloß durch, wo er will und die kannst am Hirn. Aber die kannst nicht sein, wo er herkommt und weiß nicht, wo er bleibt. So ist es auch mit jedem anderen, der von Jesus geboren ist. So Jesus, der das hier erklärt. Wenn wir Wadajeboren sind, dort ist nicht, dass wir bütterlich ändern, das meint nicht, dass wir nie ordentlich loten vom Büten. Aber da ist eine Ändernis in uns, was klar geht zu sein, dass da was ordentlich passiert ist. Dat alles wordt uitgenomen, dat alles zijn de natuur wat bezin wil en er wordt een nieuwe natuur in ons neergezet, wat een ordentliche drief heeft, wat wel Jezus Christus nog volgen. En dat komt van de Geest. Dat is niet wie wer ons Wadajeburt schenken deed, dat is niet wie wer de verschaffen doen, dat is God wat er in ons deed. Hij is die wat ons dat niet leven schenken deed. Hier is het dan zo wichtig, krijgt onze ouderen geven ons dat gebeurt, fleischlich gebeurt. God is die, wegen hij jest is, hij is die wat ons dat niet yes geven deed. So, dat is een klein beetje wat de Wadajeburt is. En dankzij met ons van deel metgaan, met de korte Auntwuaten van de Groote Froagen. God te zijn.